Servus beieinander, bei mir im bayerischen Outback und willkommen zu meinem kleinen Kaffeekränzchen. Heute gibt es mal was Besonderes. Heute hat mir die Firma Bavarian Redneck Moonshine, wie auch immer die auf mich kommen, gell? Bavarian Redneck, ein Päckchen geschickt und das werden wir uns jetzt mal anschauen. Die machen nämlich Whisky, bayerischen Whisky, und den habe ich zum Probieren. Und das werden wir jetzt in unser Werfvideo, Axtschmesser alles Werfvideo mit einbauen. Gell? Große Einleitung, bla bla bla. Schon legen wir los. Machen wir es mal auf, das Ding hier. Schauen wir mal, was da so alles drin ist. Vorsichtig zur Seite. Ein Aufkleber. Super. Bavarian Redneck Moonshine. Bester Whisky von Bayern. Vielleicht, wahrscheinlich. Wer weiß, werden wir es ausprobieren. Ein kleiner Brief mit einer kleinen Beschreibung. Dann ein Mason Jar mit einem schönen Print drauf. Coole Sache. Das legen wir mal dahin. Eine Schöpfkelle. Ich nehme das mal als Herausforderung und die nehmen wir auch gleich zum Werfen her. Wer hat schon mal mit einer Schöpfkelle geworfen? Keiner. Aber ich werde das machen. Apfelpunsch. Apfelpunsch, Apple Punch, wie auch immer. Kleiner weißer Hund. Der kleine weiße Hund, für den das nicht weiß. Oder, wie hier steht, lese ich euch nachher vor. So. Hoppala, das war's. Mal vorsichtshalber darüber. Schauen wir mal. Hölzerner Hund. Der hölzerne Hund. Gell, für die Preisen. Ich lese euch mal ein bisschen was vor. Also, was ist das? Kleiner weißer Hund, der kleine weiße Hund. Das ist der da. Kleiner weißer Hund, White Dog wird der rohe, ungereifte Whisky Moonshine auch genannt. Nach dem Brennvorgang wird der ca. 80%ige auf 55 verdünnt, daher der kleine. Nach einer kurzen Lagerung in Glasbehältern wird der Moonshine abgefüllt. Die 55% sind dabei eine entscheidende Zahl, denn ein Whisky wird in der Regel bei 55% im Holzfass über mehrere Jahre gelagert. Dabei entsteht dann der finale Geschmack und Charakter. Nach der Lagerung wird dann nochmal der Alkoholgehalt gemessen und dann auf die entsprechende gewünschte Trinkstärke verdünnt, meist 40%. Alkoholgehalt 55%. Füllmenge 0,5, Inhaltsstoffe Moonshine und Sorgenet. Da hat er recht. Unfiltriert, Schwebstoffe können sich absetzen, vor Genuss schütteln. Dann der Apfelpunsch. Falsch, der da. Apfelpunsch. Apfelpunsch, Apfelpunsch. In den USA bekannt als Apple Pie Moonshine. Waren mir die originalen Rezepte allerdings ein wenig zu langweilig. Okay, den bekannten Geschmack habe ich mit ein paar Gewürzen aufgepeppt und ein wenig interessanter gestaltet. Da hört es einmal. Alkoholgehalt 20%. 0,5 Füllmenge, Inhaltsstoffe Apfel, also Apfel, Zucker, Moonshine, Sorgenet. Sorgenet heißt, sag ich nicht, falls es jemand nicht versteht. Gell? Unfiltriert, Schwebstoffe können sich absetzen, vor Genuss schütteln. Dann der hölzerne Hund. Der hölzerne Hund. Der hölzerner Hund ist die Vorstufe zum Bourbon-Style Whisky, der gerade reift. Durch die Schnellreifung im Eichenholz bekommt er einen kräftigen, rauchigen Holzgeschmack mit feinen Vanille- und Karamellnoten. Da bin ich mal gespannt. Aber behält seinen kräftigen Charakter. In Bayern würde man dazu Rass sagen. Also Rass, ihr wisst das, ihr wisst schon, was ich meine.
Dieses Verfahren ist in Europa eher unbekannt, wird aber bei den Schwarzbrennern gerne eingesetzt, um schnell einen whisky-ähnlichen Moonshine zu erzeugen. Aus meiner Sicht entsteht dabei ein sehr interessantes und vielschichtiges Produkt. Alkoholgehalt 40%. Füllmenge 0,5, Inhalt Moonshine und Soggy-Net. Unfiltriert, Schwebstoffe können sich absetzen, vor Genuss schütteln. So, damit es nicht wegfliegt, fangen wir an mit dem hölzernen Hund. Ha? Vor Genuss schütteln. Ja. So, tun wir da ein bisschen was in meinen... Da tun wir mit Sicherheit nichts in meinen Kaffee rein. Ja, standesgemäß, oder? Also standesgemäß tun wir den da rein. Ein bisschen Luft kriegt. Das ist was Feines. Vor allem auf nüchternen Magen ist das total super. Machen wir gleich weiter. Apfelpunsch. Apfelpunsch. Das ist ein bisschen was Milderes und das Harte heben wir uns ganz zum Schluss auf, damit das Werfen dann ein bisschen expressiver wird. Gell? Na, machen wir jetzt so. Über Asterix und Obelix. Hoffentlich hat er das nicht gesehen. Ein bisschen was verschüttet da. Ja, hat eine starke Apfelnote. Das ist mehr so für auf Tour, wenn du da ein bisschen in deine Trinkflasche, wenn du einen halben Liter isotonisches Getränk brauchst, dann nimmst du den mit. Schmeckt mir auch sehr gut, muss ich echt sagen. Coole Sache, ja. Den Schöpflöffel, den brauchen wir noch. Da zeige ich euch einmal, hoffe ich, man weiß es ja nicht, dass man einfach mit allem werfen kann. Gell? Übt es, dann wird alles zu einer tödlichen Waffe. So, kommen wir zum letzten, zum klaren Whisky, zum kleiner weißer Hund. Muss man noch überlegen, wo ich den hinpick, weil der ist echt cool. Tja. Das könnte gefährlich werden. Naja gut, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, gell? Das wird ja kein allzu langes Video. Und ihr wisst es, wenn das alles leer ist, dann schmeißen wir mit dem Schöpflöffel und versuchen irgendwas damit zu treffen. Wow. Der ist richtig stark. Also falls ich es vergesse zu sagen, ich verlinke euch das unten, gell? Adresse von ihm, könnt ihr bestellen, hat einen Online-Shop, ist ein cooler Kerl, schaut's rein, gell? Und lasst es krachen. Ja, der ist nicht schlecht. Da werde ich mir jetzt was vergessen. So. Damit das Werfen ein bisschen mehr Spaß macht. Genau. Vielen Dank. Heute so rum, gell? Vielen Dank, Bavarian Redneck Moonshine, für die Probierpackung. Ich werde das jetzt noch leer machen und dann schnappe ich mal die Schöpfkelle, dann geht es zum Werfen. Und dann habt ihr auch noch ein kleines Wurfvideo, gell, zu meinem Kaffeekränzchen. Ja, so machen wir das. Dann geht es jetzt rüber zum Wurfstand. Bis gleich.